morning alla. Vi zijn zo froh dat we kan trein zijn. En ik wil jullie alle aandoen om zingen je nog wat uit. Oh
he has said that he will bring me home. And day by day, I know he will renew me until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. The next light is niet light, it's all lighted, so just go with the flow. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar und vollkommen. Jeden Morgen stürme ich neu aus dein Wort erhält. Jeden Morgen stürme ich neu aus dein Wort erhält. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar und vollkommen. Ja, in Zeit und Ewigkeit hat dein Wort Bestand. Ja, in Zeit und Ewigkeit hat dein Wort Bestand. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar und vollkommen. Komm zu Jesus, denn schenkt neues Leben dir. Komm zu Jesus, denn schenkt neues Leben dir. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar und vollkommen. Ang dami yung tuta. Vader, ik wil die loven, wils dien woord als wunderbar en volkomen. Ik hoop dat jeder eens hier zijn wens en gebed van jou ook, en dat die wirklich darüber denken, dass an Gott sein Wort. Dass Gott sein Wort vollkommen ist, und dass du Leben bist ist, und dass abblühend ist. Ich hoffe, dass das, was wir uns verlangen, auch ist von dir aus morgens. Wir wollen von dir wiedergehen mit uns Römerbrief. Wir wollen von dir von Römer Kapitel 2, Vers 17 bis 3, Vers 8.
den Aufschnitt, wo wir von der uns betrachten und wird Gedanken rücknehmen. Sind 4 Dinge, die wir wollen nur kijken. Stelt met dat Gesetz haben, aber nicht folgen. Die Beschneidung ist nicht Wortrat und Gott kann seine Gerechtigkeit nicht brechen. Das wird wir an diesem ganzen Aufschnitt eigentlich finden. Und dort ist Krieg, wo wir uns auch wollen, von der in Gewässer mit beschäftigen und checken sein wird, als du von der bin für uns zum Lehren. Und ich glaube, wir wollen da finden bin, zum Lehren und Anwenden in unserem Leben. Den Thema von der habe ich eigentlich gerade so gesagt, aus der Ferien, nicht letzte Sonntag, dann wird die Pastor Henry Radekop hier so, aber den Sonntag vor dort, da geduldig anholen. Und von der da haben wir das selben Gedanken, da wird geduldig anholen, also durchholen dann. Bloß lese hier all das Wort und er lese davon, ein verständiger Mann, der redet hier und das, was er sagt, ist ein beständiger Mann. Und von der hier steht an diesem Tag, warum was wir bekicken sein, wo das sitzt, an diesem Fall, wenn wir denken, dann kriegt so aus dem beständigen Mann, der am Grund büht, und dann das, was er sagt, und dann ist es am Grund gebüht. Ich will uns von dir noch einmal frisch auf 2 Bibelversen ablenken, was eigentlich die Hauptpunkte sind von dem ganzen Römerbrief, was die 2 Schlüsselverse sozusagen sind von das ganze Buch Römer. Und dann fangen wir in den ersten Kapitel, durch von 1, 16, aber ersten Kapitel 1, von 16 durch 17, da sagt Paulus es das, ich schäme mich nicht mehr das Evangelium von Christus, dass Gott seine Kraft, die seilig zu merken, die du da entläufen. Erstens die Juden, dann aber auch die Griechen. Dort wies uns, wo Gott uns durch den Glauben gerecht merkt und wo der Glauben immer zunimmt, so es geschrieben steht. Der Gerechte wird durch sein Glauben leben. Und so Paulus kam hier erstlich gesagt, ich schäme nicht mehr das Evangelium. Willst du als Gott seine Kraft, die seilig zu merken, die du da entläufen, aus ein Jüd oder ein Griech. Das geht nicht bloß um eine Ross Menschen, eine Gruppe Menschen. Das geht um beide. Wenn die da entläufen tun, als das dann ein Jüd ist oder ein Griech, das sind don't. Aber das ganz ab alles kommt darauf zu stehen, dass das, was geschrieben steht, sozusagen, mit anderen wird, der Gerechte wird durch sein Glauben leben. Das geht am Glauben, das geht nicht um verschiedene andere Dinge, was die Juden zu der Zeit und sich mit beschäftigen, die darauf festhalten, die ihr Glauben sozusagen ab dort gesagt haben. Er merkt das klar, dass es an den Glauben an Jesus Christus, dass es nicht an irgendwas wird. Diese Kraft am seilig zu merken, der Licht an Jesus. Und nun hat er ganz ähnlich von den Kapitel 1 von dem Kapitel, ganz stark bei Kapitel 3, Vers 8, dass er eigentlich diesen Gedanken arguen, dort wird es dort, was ein Reich folgen wird, und nicht das Gesetz oder die Beschneidung oder was immer. Heute will die Dinge durch klar merken. Und wem wird viel Gerechtigkeit wird, das mögt er im ersten Kapitel stellt er das durch, mögt er das klar. Das heute dann will sie die Wahrheit und entdecken, dass sie Gott mehr wollen und das wird Gottes holen. Sie werden dort die schreiben und leben und die eine Selbstgerechtigkeit durch Handeln und wo Gott ihn dadurch abdäuft, auf Schäsel geschreikelte Dinge zu tun und Sinn zu leben. Wenn wir kijken dann an Jesaja Kapitel 52, Vers 5 und du mit Eier und du vorbei, dann sehen wir dort zu der Titel, dass Gott das Volk Israel dort bestrufen, oder heißt er, dass er wird bestrufen, eine Gefangenschaft, und er dort prophezeien, und dann sagt er, will er der Ungerechtigkeit und Schwierigkeiten und seine Gefangenschaft angehen, was über sein Wort gelastet, oder was über Arm gelastet. Und mit denselben Gedanken fängen wir von der und unseren Tags. Wenn wir wollen aufmerksam sein, wenn wir wollen allein kommen, dann wollen wir sehen, dass Paulus schriftet hier auch, dass wir uns in der Ungehorsamkeit und so weiter, was dann vielmal über Gott sein Wort gelastet oder über Gott gespart. Und ist dort wichtig.
Also, bevor wir wiedergehen, würde ich fragen, ob wir uns einmal aufnehmen zum Gebet. Lieber Himmel, vor wir kommen vor dir, wir danken dir, dass du uns gut bist, dass du uns leben lässt. Vater, ich danke dir, dass wir dürfen von dir hier in das Gebet kommen und von dem Wort hören, von dem Wort lernen. Und ich frage, dass du uns musst von dir durch den Wort erreichen, dass du uns musst tragen durch den Wort, unsere Ohren aufmerken, zu verstehen und zu vernehmen, dass wir uns Wort abnehmen. Und dass wir wollen nur den Wort uns Leben anstellen und nicht nur uns selbst, oder nur was wir uns selbst deutlich merken. Und bei 100% auf dort, was dem Wort sagt, da beten wir den Namen. Amen. Also wir wollen von Römer Kapitel 2, 17, Vers 17 und ganz durch 3, durch 8, das wo wir von dir uns wollen mit beschäftigen. Das ist ein langer Aufschnitt, aber ich glaube, wir wollen, glaube ich, da durchkommen. Ich kann hoffe, ich habe den Bruder auf dem Dash, aber in am Ofen tust, dass die was Angst haben, was umbringen, was mit Evertit geht. Das geht gleich Evertit, wenn wir sind gleich unbedingt und Tit gebaut, nicht? Aber wenn wir mal 17 durch 20 lesen und du ein bisschen ein kleines Gedanken rausheben, wir wollen einmal gehen, was Gedanken rausheben und dann einmal mit zurückkommen auf die Gedanken ab. Römer 2, 17 durch 20. Du nennst die ein Jüd und verlässt die ab dort Gesetz im Beststalte mit. Dort du Gott kannst und mit seinen Willen bekannt bist. Und willst du über den Gesetz ungerecht bist, brauchst du zu tun, was dort bastet ist. Du trust die dort zu, die Blinge leiden zu können und am Licht für dich zu sein, die am Dienstren sind. Du wirst die Tragweisen, die noch nicht verstehen und die Anmenge belehren. Du hast am Gesetz der Wahrheit und alles, was du weiten brauchst. Paulus kam hier rüt, er hat viel Weg bekickt, wie dort, war dort rechten und über Dinge, was sie selbst tun. Er redet davon und weiß davon, dass sie den Menschen rechten über Dinge, was sie selbst tun. Und hier ist nu kommt der Rüt und dann sagt er, du nennst dir ein Jüd, verlässt die ab dort Gesetz und bist stolz damit. Also die Juden waren ganz höchst stolz und Beruf mit dort, dass sie dort Gesetz hatten. Sie würden allgemein auf die anderen Menschen raufkicken und sich abheben, sie wären besser als alle anderen Menschen. Und würden sich Beruf tun mit dort. Also hier, er dort Rüd, er hilft dort ab und sagt, er ist stolz. Und dann sagt er dort, du kannst Gott und bist mit seinen Willen bekannt. Also er nimmt dort Rüd, dort sie sind mit Gott seinen Willen bekannt. Und er sagt, und willst du mit dem Gesetz ungerecht bist, also er ist dort ungerecht worden. Und dann sagt er, dann proben du dort zu tun, prost dort zu tun, wo das bastet ist. Dann geht er wieder und sagt, du trügst die Tau, andere zu leiden, zu ungerechten so zu sein, und ein Licht zu sein für die, die am Dienstren sind. Du wirst die Tragweisen, die noch nicht verstehen, die an Menschen belehren, und dort am Gesetz und der Wahrheit und alles, was sie brauchen. Also er kam berührt und er braucht den ersten Satz, und da war ich weil wir ein bisschen versuchen mitzunehmen und zu denken. Er sagt, dass sie stolz sind mit dem Gesetz. Aber das ist ein Problem. Sie haben all das, sie sind mit das alle bekannt, und Paulus sagt, ja, die sind. Aber das ist ein Problem. Und auf das Problem kommt der Fuß heran ab. Wenn sie gehen mit dieser Stolzheit um, und aber die Stolzheit hat ein Problem gebracht. Und dort ist das Nächste, dort Gesetz haben, aber nicht folgen. Stolz sein mit das Gesetz, das wird ein, was sie wollen, und sie haben dort, wo sie mit Stolz sind, aber dann auch gleich folgen. Sie sind stolz mit something, was sie nicht folgen, weil wir das mal da bringen. Nu höre ich, was das sagt von der wieder. Warum dass du, die andere belehrst, die da nicht selbst belehren, du predigst andere, dass sie nicht stehlen sollen und stehlst selbst. Du sagst, dass du an der Ehe nicht brechen soll, du sagst, dass einer der Ehe nicht brechen soll, brachst du die Ehe. Dass du ein Aufschub hast
für die Aufgabe, du, der ein Aufschub für die Aufgabe hast, Tempel bestellen. Du protzelst mit das Gesetz, aber das dort nicht, durch Gott, aber das du nicht durch Gott entehren, dass du das Gesetz bereichst. Gerud wegen Sohnt, Gerud wegen Jün, wo Gott sein Namen von der Felder gelassen hat, so ausgeschrieben steht. Sie kann ja nicht sein, dieses Lied hier, Paulus sagte die sind stolz. Mit das Gesetz, die sagen, die wollen die anderen lehren, die wollen um Licht bringen. Und dann soll je verstehen, je vernehmen dort alle. Und dann aber, dann je dort nicht, was das sagt. Stolz mit das Gesetz und sind dort aber nicht gehorsam. Will sie kämpfen und haben eine Frau, warum das du? Sagt er, warum das du da, was er sagt, dass er dort umdrehen und mit ihrer Übung merken und denken merken, er sagt, andere wir, du hast das Gesetz überstellt, stellt man dort, aber lebst dort selbst gleich, wo du andere was lernen. So wie, das, was er hier sagt, sein, er sagt, du was andere belehren, du predigst andere, dass sie nicht stehlen sollen, dann sagt er, stehlst aber selbst. Stellt man das Gesetz, und sie haben dort, installiert dort geworden, und sie wollen andere ungerechten mit dort, und dann sagt er, die soll, zum Beispiel, braucht er das hier, die soll es gleich stehlen, das war das seine oberste Raum wird sein. Und dann hat er genutzt, dort gesagt, die soll nicht stehlen, dann geht er hier allein die Goss, und dann sagt er, sie Nuberhaft, warum mal das ein Beispiel, das ist brauchen, hat sie einen Traktor vielleicht eine große Stunde geluten und essen in der gehen, Mittag eten, und sagt er, den Schlädel wird am Fleisch besinnen, Stab wird viel. Und dann hängt er an und dann geht er davon. Hat Jeruz eigentlich gesagt, er soll nicht, und dann geht er dort soll getan. Das ist eigentlich, was er hier will sein today. Du darfst ein Ding zu ein sein und das ist dort Salz. Und dann geht er wieder, das was er hier zu diesen Juden sein wird. Dann sagt er, die sagen zu den anderen, dass sie sollen nicht Eiche brechen und das wird aber Salz. Dann sagt er, du protzelst mit das Gesetz, aber dass du nicht durch Gott an ihren, dass du das Gesetz brauchst. Also mit anderen Worten, du bist stolz, du bist berufen, du hast einen Post, dass du das Gesetz hast. Das wurde Stolzheit rückkämpft von was sie haben. Und sie gehen und reden alle wegen von dort, aber tun das selbst auf keinen Weg. Das kommt nachher von der Hand, von wo wir im ersten Kapitel lesen, dass sie dann die Wahrheit unterdrücken. Sie dann gleich bei der Wahrheit bleiben. Und dadurch, wenn sie nicht an der Wahrheit nicht bleiben, dann lernen sie auf alle Hand verschiedene Schwierigkeiten. In Kapitel 1 hat er große Schwierigkeiten beschrieben, und was das sind. Und hier braucht er so ein Beispiel aus Stehlen, Eiche brechen, und sagt er im 22. Vers, du sagst, du hast einen Aufschub für die Jette, aber jetzt bestellst den wirklichen Tempel. Was Gott sein Tempel wie er today tut. Der kriegt dort Gegenteil, aus was sie sollen sein, aus was sie sollen tun. Und dadurch, dass sie es dort tun, aber dass du nicht durch Gott an ihren, dass du dort Gesetz brauchst. Und es steht dort, dass sie Gott abbühen, dann sie kriegt dort Gegenteil, sie dann dort durchbringen. Von dort, was sie sollen tun. Hier noch einmal ein klein bisschen, drei wird vergessen zu sein, wir müssen dann denken, dass Paulus redet hier zu Juden, an Großen Ganzen, an Römer. Ja, du wirst römische Juden und Griechen wirst durcheinander, aber was er hier will rüberheben, zu wem er hier wirklich reden wird, als zu Juden wird proben der römische Christen zu unterdrücken und auf something nachzubringen, was sie selbst nicht nur kommen, aber sie verloren sich auf some Dinge, was sie sehr stark festhalten. Wir wollen durch das nächste nachkommen. Also hier steht Hafer dann gesagt, dass die haben dort gesagt und stellte mit, aber folgen dort nicht nur. Und dort das something, was nicht gesund ist. Gerade so wie dort, wo Gott sein Namen von der Felder gelassen hat, so es geschrieben steht. Jesaja Kapitel 52, Vers 5. Wenn er hier redet, so ausgeschrieben steht.
So was da dann passieren wird, passiert von dir auch noch einmal. Das haben Gott sein Wort und dann nicht aber gleich. Und durch das Wort über Gott sein Wort, ihr lasst das. Und dort ist nicht gut. Und dann 25 und wieder, und dort gesagt nicht, wenn sie dort Stahlbar hat gesagt, wenn sie das gesagt nicht nur folgen, dort ist die Ursache, wenn Wort über Gott sein wird, gespart wird. Aber ja, lasst das so mit anderen wird sein. Den anderen Gedanken, wo wir nu sagen, wo Paulus nu rüberkommt, mit was sie wirklich stolz sind, auf was sie sich verloren, dort kommt nu an diesen Tag rüber. Und du hast den Gedanken hier in dem Port gesagt, die Beschneidung ist nicht was rat. Und höre ich, wo er sagen, an was sich das handelt. Hier fängt an mit Stolz mit gesagt, sie tun aber nicht, was er sagen und so weiter. Aber mit was werden sie wirklich stolz? Nu höre ich, was er sagt. In Vers 24, sicher hat die Beschneidung ein Wert. So, das ist mit was sie wirklich stolz werden. Das, was sie wirklich berufen werden, und wie sind diese Juden, wie sind diese auserwählte Menschen, wie sind diese besonderen Volk, ja, die werden von Gott gewählt. Gott hat, die können wirklich, wenn sie berufen sind, dass sie von allen Völkern, die in der Welt werden, dass Gott gewählt hat, um das zu sein, und das Tegen geerntet hat, aber sie haben dort nicht auf einmal vertuscht. Und horcht, was er sagt, sicher hat die Beschneidung ein Wert, nicht horcht, was er sagt. Wann je dort gesagt holen. Aber dann jeder wieder, aber wenn du dort gesagt bereichst, bist du nicht besser als ein Unbeschnittener. Bloß hab mir das gesagt verloren, aber ich habe einen beschnittenen Jüd, und nu kann ich leben, tun, was ich will, ich kann stehlen, ich kann Ehebrechen, ich kann was immer verschiedene Sünden tun, wo wir hier bekickt haben. Und dort hat alle Reich vor dir von welcher eine beschnittene Person ist. Gott sagt, ich habe kein Weiß, sagt Paulus zu Ernst. Du bist eine beschnittene Person, in der du einen Sinn leben, der ist nicht besser als eine Person, die beschnitten ist, nicht beschnitten ist. Und das ist Glück. Das bringt uns eigentlich bei Römer Kapitel 3, Vers 23. Alle Menschen haben gesündigt in Kampf der Karte, wo das soll wie Gott sein. Keiner das ein Jude und Griech. Aber sie verloren sich ganz gründlich ab, dass sie sind der beschnittene Volk. Und dort waren alle irgendwo besser mehr. Und Paulus sagt, weißt du, das ist kein Unterschied zwischen Jünd, die beschnitten sind, wenn die dort gesagt brechen, dass einer, der nicht beschnitten ist, und bin sind geblieben wird. Vers 26 und wieder sagt, wenn dann nur ein Unbeschnittener, der hat, wo das Gesetz verlangt, wird seine Unbeschnitten sein, dann nicht angesehen worden als eine Beschneidung. Sondern kann Paulus reden und sagt, wenn ein Unbeschnittener, der hat, wo Gott sein Wort verlangt, ist dort da nicht reich? (27) sagt, was der dann nicht, der Körper nicht beschnitten ist, und aber dort Gesetz holen wird, den Rechten, der dort Gesetz hat und beschnitten ist, und dort Gesetz brechen wird. So, nu, ich kam nach halber Rüt und ich der dort sein, dieses Lied mal klar zu merken, wann sie die Beschneidung kann, aber nicht dort Gesetz holen, sind sie noch später als der andere. Aber einer, der nicht beschnitten ist, und der aber Wort Gott sein Wort sagt, dass ihr sagt, den Wort doch euer, der ist ja reich, aber nicht der, wen er beschnitten ist, wird dann braucht. Vers 29 sagt, du hast noch kein Jüd, der noch bloß vom Büten unter sein ist. Und die Beschneidung ist auch nicht dort, wo am Fleisch getan wird. Aber ein Jüd ist der innerlich einer ist, und die Beschneidung ist dort, wo durch dem Jäs am Hort passiert, und nicht durch dort geschriebene Gesetz, und so wird von Gott gelobt worden, und nicht von Menschen. So, dann kommt der Rüt und sagt, eigentlich, wo der Tal wird, ist nicht diese Beschneidung, wo die Juden sich auch verloren haben, aber dort, was am Hort passieren wird. Und diesen Gedanken fingen wir all an im Alten Testament, an Mose.
Wir wollen, dass Gott, der deed zu Abraham sagen, dass von all seine Kinder sind, sehen sie sollen, die alle die Beschneidung durchgehen, aus ein Tegen dort sei und dort bleiben dann und den Glauben und dort, was zwischen Armen Gott passiert wird, oder wieder da leben würden. Aber da wird nachher nicht dort werkeln, ja. Und heute redet hier nur an 5. Mose, Kapitel 10, 13 durch 16. Ich wollte ein Hochdeutsch lesen, weil es an den 16. der Vers, als ein Wort nicht bei einer plattdeutsche Bibel, wo diesen Text nicht das Wort hat eigentlich rüberbringt, der hat mal leidig da, was ich mal sagen. Aber das ein Wort bei Wort nicht den Gedanken rüberheben, der was der Schreiber an alle anderen Sprachen wenigstens sein will. Ich weiß nicht, warum der das nicht nennen kann, aber dort ist das Wort hart. Und ich will anfangen, Vers 13 durch 16 sage ich, dort du die Geboten, ich will noch einmal anfangen, das ist Hochdeutsch, das war besser schon zu lesen, weil ich das auf der Sprache auch war. Dass du die Gebote des Herrn haltest und seine Rechte, die ich dir heute gebiete, auf das dir es wohl geht. Siehe, der Himmel und aller Himmel und die Erde und alles, was darin ist das Herrn deines Gottes. Danach hat er allein zu deinem Vater Lust gehabt, dass er sie liebte. Ich will noch einmal anfangen. In Vers 15. Danach hat er allein zu deinem Vater Lust gehabt, dass er sie liebte und hat ihren Samen erwählt, nach ihm euch aus allen Völkern, wie es heutiges Tag steht. So beschneidet nun euren Herzen und seid fürder nicht halsstarrig. Könnt ihr verhören, in Vers 16 sagt, so beschneidet nun euren Herzen und seid fürder nicht halsstarrig. Also Gott sagt dir, er sagt, du sollst für alle gerechte Haul, also das Wort, was sie betu hat, die 5 Bücher Mose zum Beispiel und 10 Gebote, und verschiedene Gebote, die Gott ihnen abgeben hat. Die soll er nu alle holen. Und er soll dann denken, dass der Himmel und alles, was dabei ist, als Gott sieht, dass alles, was er geschaffen ist. Und sie sollen dann denken, dass das ganz besonders wirklich wird, dort, er sagt in Vers 15, danach hat er allein zu deinen Vätern Lust gehabt. Er hat einzig von all den anderen Völkern sozusagen von der ganzen Welt, hat er sich diese gewählt, sein Volk zu sein. Ganz besonders. Aber dann, der hier wiesen, sagt er, dass die Beschneidung von ihren Horten, das wird nicht eine üterliche Beschneidung, was Gott wirklich wichtig wird. Das ist die Beschneidung von, was am Hort passiert, was du angehen hat, an einem Leben. Aber diese Juden hier, die haben so stark das Glauben, dass das bloß auf die Beschneidung, die üterliche Beschneidung wird. Ab dort verleiten sie sich. Und du werden sie berufen hat. Aber die Beschneidung rat gleich. Ich weiß nicht, was ihr hier morgen tun. Und der 28. Vers und 29. Vers. Er sagt, was da in Jesus Hort passiert ist, das was er teilen wird. Die üterliche Beschneidung ist gleich da, was wichtig ist. Da fangen wir an, an der erste Part von unserem Tag zu 17, der 24. Du sagst ja all, dass einer, der das, was Gott sein wird sein, der und erst nicht beschnitten ist, ja reich. Aber ein Beschnittener, der nicht, wo das gesagt sagt, ist auch reich. Aber die Israeliten waren heiß stolz mit dort. Even wenn im Alten Testament all gesagt wird, dass sie sollen Gott sein Wort gehorsam sein und sich im Hort beschneiden lassen. Den nächsten Gedanken, Gott kann seine Gerechtigkeit nicht brechen. Hier ist es nun Kapitel 3 von 1 durch 8. Du fängst, wie es dort sagt, was haben die Juden dann für ein Verreich? Oder was nützt an der Beschneidung? Hier sagt es, dass das ein Geroter wird. Erstens, an wir dort anvertraut, was Gott geredet hat. Das hat nicht zu tun mit der Beschneidung an sich selbst. Das hat zu tun, sie haben von Gott was gekriegt, was sie ausleben sollen und wiedergeben. Und das wird ein Teken davon.
En dan vers 3 sagt, wat aber, wann du Söhne wären, die nicht glauben, soll Gott wegen ihren Unglauben antreu sein. Das wird nun genannt haben. Gott kann nicht ändern. Gott seine Gerechtigkeit kann nicht ändern. So, wenn es nicht durch die Beschneidung wird, das wird Paulus hier sagen, der nicht nur Jüd beschneiden, und das ist nicht der Reichforderung, was, wenn er dann doch singen wird. Wenn er dabei liegen wird. Schafft nicht. Wenn er sagt, was aber, wenn du Söhne wären, die nicht glauben, soll Gott wegen ihren Glauben antreu sein. Wir sind beschnittene Juden, aber sie glauben gleich. Was soll Gott nicht antreu sein von all das andere, was er sagt, in seinem willst du beschnitten bist, kostet nicht eine Ewigkeit nennen? Absolut nicht. Das ist nicht, wo Gott ist. Sonst darf dort niemals. Und wenn alle Menschen lehnen sind, Gott ist wo, so ausgeschrieben steht. Ab kein Weg, sagt er. Das kann nicht passieren. Dort du durch dienen wird gerecht vor dich wirst. Und zum Reich kommst, wenn du gerecht wirst. Selbstgerechtigkeit hat keinen Platz an Gott seine Gerechtigkeit. Kein Teil darum, weil Gott kann nicht ändern. Aber wenn Gott durch unsere Gerechtigkeit seine Gerechtigkeit beweisen kann, was soll wie dort sein, dass Gott euer Reich ist? Und wenn er anstruft, gerät nun so aus Menschen. Gott, der die Israeliten strufen, wenn wir kicken dann, hat für den Weg eine Gefangenschaft nennen, und wir beschnittene Menschen. Warum? Weil sie werden ungehorsam. Und Gott muss das strufen, don't. Aus dem Beschnittenen oder nicht Beschnittenen. Wenn der ungehorsam ist, du kämpfst eine Strufe ab. Und Gott wird dich strufen. Und du hast keinen Weg herum. Wenn Gott seine Wahrheit und Herrlichkeit durch meine Lehre für ein Dach kommen, warum soll er mich dann nicht, warum soll er mich da noch aus einem Sünder strufen, wenn dort durch meine Selbstgerechtigkeit kommt? Vers 3 noch einmal 3. In den 3. Kapitel. Was aber, wenn die Söhne wären, die nicht glauben, soll Gott wegen ihren Glauben antreu sein. Auf keinen Weg. So, das ist, was Paulus hier zu den Juden ganz klar topfuten hat. Er merkt dann klar, sie sind stolz mit dem Gesetz, sie haben dort in das erste Verreich an eine Seite zu haben. Aber wenn dort die Beschneidung, das Gesetz übertreten, die Beschneidung mehr wird als das Gesetz, dort wurde Trouble nicht kommt. Wenn die sei ich mehr tun, dort soll ich tun, was sie zu der anderen Seite nicht sollen tun, und so weiter. Die Juden, die hatten 3 Dinge, was sie über die Zeit sehr festhalten. Eins, sie würden Gott sein Volk. Nummer 2, sie haben das Gesetz. Nummer 3, sie werden beschnitten. Und Nummer 4, sie gingen alle Jahre zu das Passafest. Das wären 4 Dinge. Wenn ihr dort deut, dann wird das alles gut. Was sie das Fashion deuten, da wird viele Juden hat gleich in gewechselt zu sein. Sie verleiten sich auf all diese Dinge. Dort wird wichtig werden. Paulus sagt, das schafft nicht, das nicht reicht, das nicht, was Gott will. Er will haben, dass die sollen das Gesetz gehorchen, gehorsam sein. So ist, was die bloß ihr schon lesen, da wird Gott sein Wort hirten, das, was er sagt. Da ist nicht ein Beschnittener. Dort handelt sich nicht was ich die Bibel habe. Dat handelt sich, ich will einmal 3 Juden Gedanken haben. Das handelt sich nicht, was er das gesagt hat. Das handelt sich nicht, was er beschnitten wird. Das handelt sich nicht, was er zu das Passafest ging. Und
dort wären welche Dinge, was Gott ihnen sagen wird, aber das wirkliche Ding teilt, was an sein Hort angehen wird. Nu werden wir dort von der in unsere Zeit im Bett nehmen. Das handelt sich nicht von was von einer Menschen du bist. Als du Mennonit bist, macht kein Unterschied für Gott. Die Erradung liegt nicht an, als ich getauft sie. Jene Lied verleiten sich ab der Beschneidung. Von der haben Tausende Menschen in unserer Welt, die glauben, ihre Erradung liegt an der Taufe. Die haben diesen Gedanken, dass wenn sie selbst in Ofenmühl gewesen, dann ist es alles gut. Jene Lied glauben, wenn sie wieder Passafast gewesen, dann wird es alles gut. Wir haben von den Menschen in unserer Welt, die eigentlich an diesen Tagen nennen passen, von der Welt. Wir haben viele Menschen, die haben Gott sein Wort und sie sind Beruf damit. Und das gilt wie so ein Beruf sein mit Gott sein Wort. Wir haben viele Menschen, die sind stolz, und das Wort ist, dass ich sie ein Mennonit. Die Juden werden stolz, dass sie ein Jüd werden. Wir haben Menschen, die haben diesen Gedanken, wo ich will sagen, ich bin getauft. Nu wir sind gerat. Viele Menschen, die haben diesen Gedanken, ich bin zum Ofenmühl gegangen, nu ist es alles gut. Und sie leben aber nicht für Gott. So als diese Juden nicht gerechtfertigt sind für Gott, wird kein Mennonit, kein Getaufter, keiner, der das Ofenmühl gegangen ist, oder so eine Dinge, das nicht wird uns für Gott gerecht macht. Und dort wird uns für Gott gerecht macht, als ein Ding und ein Ding allein. Und das ist Jesus Christus. Und das, was Paulus für den Umfang an sein Buch wichtig ist, was heute Lied Futz will sein. Das wird er teilt. Dort wies uns, wo Gott uns durch den Glauben gerecht macht und wo der Glauben immer tun so geschrieben steht, der gerechte wird durch sein Glauben leben. Nicht durch einen Mennonit oder einen Spanischer, nicht durch eine Taufe, nicht durch das Ofenmühl, aber durch den Glauben. Als dort Gott, yes, Gott fordert dort ab, dass wir uns selber deuten lassen. Aber dort, ich glaube, mit deuten will, er mich bekehrt hat, er mich zu Jesus Christus heimgegeben hat, für arm zu leben. Dort ist meine Radung, aber dort ich das bestätigen. So ist die Beschneidung, die bloß bestätigen, dass sie zu Gott sein Volk gehören und dass sie dort wollen ausleben, was Gott von ihnen verlangt hat. Dasselbe Ding ist von dir für uns. Die Taufe allein merkt mich nicht gerecht. Wenn die Taufe dort wird, wenn eine Person einen Sinn leben lässt sich deuten, was soll Gott dann sagen, willst du getauft bist, deswegen wollte ich dir in den Himmel so nennen? No, kein Weg. Der einzige Weg in den Himmel ist durch das Blut Jesus Christus. Die Beschneidung, die kein Jüd halten für die Gerechtigkeit. Die Taufe wird kein Mensch halten für die Gerechtigkeit. Aber die wird sich taufen lassen, weil es gerecht für dich ist. Durch Jesus Christus, durch das Blut. Einzig durch ein Licht dort. Wir sollen das Ofenmühl führen aus einer Dankbarkeit für was er getan hat. Die Israeliten sollen dankbar sein, und Gott hat ihnen abgefordert, dass sie sollen das Passalom führen, sie sollen immer denken, dass Gott ihnen hat rausgenommen von der Sklaverei und ihnen hat hierher gesagt, wo sie können frei sein, nicht mehr in Ägypten ihre Sklaverei, aber frei. Das Ofenmühl ist dasselbe Ding. Dort wie darum will Gott hat uns von der Sklaverei und wir sind rausgenommen und uns gerecht vor dich durch das Blut Jesus Christus und du wirst over das Ofenmühl führen. Da mal wir klar haben, da wir die Dinge nicht versagen. Und Paulus ist dort hier sehr wichtig an diesem ganzen Thema. Wir können lernen, wir können die Bibel haben, so viel als wir wollen, aber wir müssen uns nicht anstellen. Wenn ich mein Leben will anstellen, will ich immer nicht sehen, wenn ich getauft sehe, wenn ich die Bibel habe, und wenn ich in den Ofen gehe, und dann überlebe für den Teufel. Gott wird nicht sagen, willst diese 4 Dinge hast du gehört, und du willst die nennen. Der wird krank, wenn dort wird zu dir sagen, ich kann die nicht mehr. Aber wenn du diese 3, was Mennonit oder nicht Mennonit, das ist nicht die Wichtigkeit. Und diese 3 hast, willst, du hast Gott sein Wort und du lebst nur. Und das, was er sagt.
Wenn du getauft bist, willst du am Glauben und Jesus Christus hat in die deuten Leute, dann wird er sagen, willst dort, als was er will haben. Und du das overmal führen, wenn du diese 3 Dinge das am Glauben, dann wird er sagen, komm. Den Glauben habt ihr erreicht gemerkt. Und wen dort will ich die hier an Himmel haben. Nu noch einmal 3. Was dann du? Willst das wie die Frau für die Lied durch so? Wenn sie das nicht deuten, wenn sie nicht leben, was Gott sein Wort deutet, was passiert? Wird über Gott sein Wort gelastet. Du haben eine große Abgabe. En verreich met andere weer ook. Te leven, dat licht te zijn van wat God zijn woord zegt. Om de mensen de waarheid te wijzen. Dat die kan tot gerechtigheid komen durch den Glauben. Van jeder Person, die zich op irgendwo op een zelfsgerechtigheid verloren heeft, om dem wijzen dat dat niet recht is. Aber du hast kein Recht zu rechten. Hij fängt mit dort an in Kapitel 2. Dat selber nicht. Das ist Gott seine Sache. Du kannst wiesen mit Gott sein Wort von Reich und Unrecht. Wir sollen leben und Unterschied merken zwischen Reich und Unrecht. Das selber. Und das, was Paulus sagt, das ist ganz von Kapitel 2, ganz bei Kapitel 3, Vers 8, ist am das Thema wichtig. Dass die Beschneidung an Jüd, all die Dinge, wo sie sich festhalten, und das ist nicht, was gerecht merkt. Wenn sie glauben, dass sie diese Dinge gerecht merken und können für das leben, dann sind sie verdammt kriegt als alle anderen Menschen. Wenn du eine Liste haben, was du oft checken willst du das, und dort nicht Jesus Christus ist, von ab der Checkliste, irgendwas ist, was ich selbst habe, du sind noch später. So, wenn wir abpassen, was von der Checkliste wir haben, mit was wir wollen uns aufchecken, wo Gott uns soll in den Himmel erlösen. Weil wir sehr careful sein mit dort. Das kann leicht, dass wir uns gerecht werden, mit ich sage doch noch besser als der andere ist. Hat nicht mehr dort zu tun. Das hat zu tun mit meinem Glauben. Das hat zu tun, dass ich das volle Vertrauen auf Jesus Christus gesagt habe und einzig auf ihn. Wir wollen uns einmal aufnehmen zum Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Tag. Vater, help uns, dass wir wollen dankbar sein für dein Wort. Dankbar sein, dass du Gott bist. Die danken, dass du Jesus Christus hast in diese Welt geschickt, damit wir durch Jesus Christus und einzig durch Jesus Christus können gerettet werden. Dass wir diese Dinge tun, uns taufen lassen, oder dann Abendmahl gehen, willst wir dankbar sein für das, was du getan hast. Und dort von Herzen wirklich glauben tun. Und dort von Herzen wirklich leben tun. Vater, wir wollen das Salz und das Licht sein. In unserer Umgebung, Raum uns zu den Menschen. So dass wir dein Wort als abfordern hat. Dass wir die Wahrheit wollen leben. So als wir dein Wort sein hat. Help uns, dass wir uns nicht wollen, ob uns Selbstgerechtigkeit verloren. Aber einzig auf die. Gib uns diese Genug, gib uns diese Hoffnung. Gib uns diese Überzeugung von dort. Wir freuen um deine Leitung, und deine Führung, deine Offenbarung durch dein Wort zu uns. In Jesu Namen. Amen. Ik wil jullie aanloeren om opstaan en zingen. Ik weet dat we gaan alle dollar zingen als we dan. So, voor dat laatste lied, wat we mal op eerst moeten zingen. Niet bloß ans Mühlenhof ophan en dan met Breslen.
Mocht der Friedensherr gehen zu alle Zeit